Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas gemacht, was so nicht ganz korrekt ist, finde ich. Und das möchte ich jetzt kurz ansprechen. Und zwar geht's um Folgendes. Geht's um dieses TikTok hier. Nicht um die Art von Videos, die ich hier mache, weil die Art von GeoGuessr-Videos, die ich normalerweise mache bei TikTok, die sind so aufgebaut, dass ich irgendwo bei GeoGuessr reingehe und dann so eine Szene habe und dann auf einmal zufälligerweise, hundertprozentig zufälligerweise eine Location aus einem Film sehe. Zufälligerweise. Und dann kommt einfach der Song. Ne, beispielsweise wie hier. So, viel Grünfläche. Sieht ein bisschen aus wie die USA mit den Autos. Ja, ist die USA. Diese blauen mobilen Toiletten, die gibt es nur in den USA. Gehen noch ein bisschen hier nach hinten. Ist sehr, sehr viel Grünfläche. Haben noch keine großen Hints bis jetzt. Das ist aus Twilight, das Haus aus Twilight, The Cullens Haus. Ist in Portland. Bisschen außerhalb von Portland, das müsste hier sein. So sehen die Videos ungefähr aus. Also ich weiß es haargenau, wo es ist. Das, ja gut, ich meine, habe ich gesagt, ich weiß haargenau, wo es ist. Natürlich wissen die meisten oder eigentlich alle Leute eigentlich, auch die in die Kommentare reinschreiben, wissen, dass es Spaß ist, diese Videos. Und die wissen, dass das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten ist. Ich glaube, so weit sind wir gekommen, dass die Leute das verstanden haben. Aber jetzt zu meinem Fehler. Ich habe Scheiße gebaut. Real Talk. Normalerweise mache ich diese Videos einfach für mich selber. Beziehungsweise meine Inspiration kam erstmals von ihm hier. Er macht ähnliche Videos, zum Beispiel wie dieses hier. Alright, we're in Venice. I think that's pretty obvious. I'm not sure where in the strait we would be. But let's have a look around. Maybe we'll find something more concrete. Like this. Wait. Oh, no. Wait, no. That's the wrong reference. No, I don't know it from that. Wait. Aber bei ihm ist es eigentlich das genau gleiche. Bei ihm ist es genau gleich, die genau gleichen Videos. Das ist nicht das Problem. Das Einzige, was ich hier vielleicht sagen könnte, was ein bisschen scheiße ist von mir, dass ich den Song auch nochmal benutzt habe. Den Song auch nochmal benutzt habe für mein Video. Das mache ich auch nicht mehr in Zukunft. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Video, was er gemacht hat, den Film auch übernommen. Die Filmszene auch übernommen. Und das war zu viel des Guten, finde ich. Das hier ist sein originales TikTok dazu. Warte, ich muss das schnell raussuchen. Sein originales TikTok hat 7,5 Millionen Views. Oh, McDonald's. They have really good iced tea. Anyways, I think we're in New York. Yeah, 69th Road, so this is in Queens. Should we shoot or do you want to just keep going? Wait. Isn't this the house from Spider-Man? I'm pretty positive. Let's go to Queens, Forest Hills-ish. There's the McDonald's. Yeah, 69th Road. Let's drop that. Ja, auf jeden Fall, das war das TikTok von ihm. Und normalerweise schaue ich mir gar nicht seine Locations an, weil ich dann eher dazu halt tendieren würde, was genauso mäßig zu übernehmen. Das war das Video, das ich gemacht habe hier. Das hat 800.000 Views. So, okay, da ist ein McDonald's. Ich bin übrigens nie bei McDonald's, da ist ein Schoolbus. Ich glaube, es gibt mir sicher USA-Vibes, vielleicht auch New York-Vibes. Ich glaube, es ist in New York. Warte mal, diese Häuser. Oh mein Gott, die sind von Spider-Man. Und das ist außerhalb von New York, das ist in Queens. Let's go, das müsste hier sein. Ja, hier ist ein McDonald's. Ja, das war genau das, das ich gemacht habe. Und Real Talk, da könnt ihr jetzt gerne mal einen Weird Champ reinposten, wird nicht mehr vorkommen. Und ich hätte das auch gar nicht so ansprechen müssen, also überhaupt nicht ansprechen müssen, aber ich habe gedacht, einfach mal rein in die Masse, dass ich das ein bisschen erklärt habe. Und jetzt nochmal weiter. Fake-Videos? Nee, das ist nicht das Problem, 8blush. Das Problem ist, dass ich das Video, beziehungsweise sein Ausschnitt
gleich übernommen habe, dass es so schlecht gefaked ist, das ist ja der Witz daran. Also das ist der Witz am Video. Das ist ja das, was die Leute ab und zu nicht checken, aber das ist der Witz daran. Und dann hat der tatsächlich, Chat, aber das ist noch nicht zu Ende. Und ich habe gerade gesehen, es kommt noch was. Es ist nicht zu Ende. Also dann hat er gestern oder vorgestern das Video gemacht. Wait. So a few weeks ago I posted this video and everything was going great. Until I was sent this video. Das ist in New York. Warte mal, diese Häuser. Oh mein Gott, die sind von Spider-Man. If the video proof isn't convincing enough, I have solid evidence as to why this is just Das war's komplett, Digga. blatantly ripped off. There are 13 million unique locations in GeoGuessr, so the pure probability of us getting the same exact drop is 5.9 times 10 to the negative 15. Additionally, the scene following the cut to Spider-Man's house is supposed to be a Dr. Pepper product placement, but in my video I omitted the portion on purpose, so I find it interesting that you chose to do that as well. Factoring other stuff like song choice and pathing to the house, and I'm actually genuinely impressed at how unapologetically unabashed you are. It's understandable why I'd want to steal from the Americans though, and to that all I can say is Gesundheit. All I can say is Gesundheit. Das war's komplett, Digga. Ja, nein. Also ich habe dieses Video, das war schlecht und das mache ich nicht mehr und ich habe Scheiße gebaut, Real Talk, und das kommt nicht mehr vor. Die nächsten Locations, die jetzt noch drankommen, das werden einfach Locations sein, wo ich mir raussuche. Nächstes Video, ich glaube, er hat nochmal ein Video dazu gemacht, Digga. Warte, I owe you guys an apology, was? I owe you guys an apology. Yesterday I made a video calling out this German guy because he was copy and pasting my content, and I actually feel a little bit bad. Not because I called him out, but because I mislabeled him as German. As a lot of you guys let me know, he's actually Swiss. I hope the German delegation can find in their hearts to forgive me, because I really am a big fan of your country. At this point, it's all love with Germany, and all of my negative energy has been directed towards Switzerland. I owe you guys an apology. Nein, yes. Das war's komplett, Digga. Oh Mann, Alter. Ich hab völlig verkackt, Mann. Ich hab völlig verschissen, Mann. Warte mal, nochmal. Du bist schuld. Aber Chat, gestern Abend habe ich ihm dann noch bei Insta geschrieben, weil ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt und ich mache jetzt einfach, so liege ich nichts Schlimmes. Ja, ich liege nichts Schlimmes so. Also hier. Ich habe ihm gestern noch geschrieben, das ist er. Und dann habe ich ihm geschrieben, Dude, the video you made about my TikTok, fair enough though. This was a pretty blatant copy, sorry about that. Habe ich entschuldigt. No worries dude, I'm not actually mad. Just wanted to make a video on it because a few people tagged me on your post and I had to leave a comment video. Keep on doing. Und ich mache dann auch noch ein kleines Antwortvideo und ich werde jetzt auch direkt noch darunter kommentieren. Was soll ich unter dem Video kommentieren von ihm? Was soll ich darunter kommentieren, Chat? Was könnte ich darunter kommentieren? So I guess Switzerland isn't neutral anymore then. Gibt das Sinn? Ist das richtiges Englisch? So I guess Switzerland isn't neutral anymore then. So then I guess Switzerland isn't neutral anymore. So then I guess, oder? Okay, scheiß auf das denn. Benutze einfach Translate. Ja, okay, ich bin so schlecht im Englisch. Hallo Chat, ja, okay. So I guess Switzerland isn't neutral anymore. War einfach ein bisschen schade. Kommt nicht mehr vor, Chat, aber ich wollte es euch einfach mal sagen. Küsse. Und für die vielleicht das Video gesehen haben, ja, es tut mir leid.